der ganz einzige Weg, damit du in dein Leben was schreiben. Letzte Weg, die von Ihnen, was hier wären, wir vertelten von die erste Passage in Hebräer Kapitel 3, wo der Schreiber von Hebräer, wo Gott selbst uns sein, der dort wie sollen, wir brauchen ein Beispiel, wo wir sehen, wir wollen von den Strang los und von Jesus und wir wollen Jesus in den Hängen holen und bloß sein, bloß sein, wer Gott uns gemerkt hat. Von der und nächste Mal, dann werden wir vertellen, von wo sieht dort, wenn wir in Jesus in den Hängen sind, wo sieht dort, wenn wir aus Gott in die Kinder, Christen an Jesus in den Hängen sind, in Freven. Wir wollen reden von Freven, in Doyle Freven. Some von Ihnen und sein, vielleicht, ich sehe die Mom und Dad nicht, ich sehe die, wie sollen alle Freven. Some von uns jungen Menschen, wir gleichen das nicht zu tun als Freven, nicht? Wir gleichen uns mal das Blut abzustehen und nicht zu sagen, wo sie schaffen gehen. Das ist nicht von was wir vertellen. Wenn wir vertellen von Freven, wir vertellen von zwei Dinge, actually. Der Schreiber von Hebräer, der zwei Dinge abbringt, wenn er redet von in diesem Kapitel, im nächsten Kapitel, der redet von einer Zukunft, wo wir können freven, wo wir wollen über die Schwall stoppen von das Leben oder das nächste Leben, wo wir wollen können freven und freven, wo wir sind und was wir tun, eine Ewigkeit. Aber der redet auch nicht bloß von freven von diesen Circumstances oder Umständen auf dieser Welt, der redet auch von freven an diese Umstände. Der redet auch viel von, wo können wir uns lernen zu freven, eine Mad von der Welt, wo wir sind, weil wir sind von der Nähe Kennekrieg, wir sind von Gott in Kennekrieg, wir wohnen hier, wir schaffen hier. Wo können wir freven, nicht bloß von irgendwas, aber zu irgendwas. Wo können wir uns freven, eine Mad von den Umständen, wo wir sind. Und so von den zwei Dingen, wo wir reden, und das nächste zwei Werken. Dat is een zeer wichtig thema. En de oorzaak waarom we weten dat vreven is een wichtig topic is, because de Bijbel is vol. Van de eerste bladen in de Bijbel, wat de laatste bladen in de Bijbel, waar je even vindt dat vreven is een grote thema. God had in de eerste 6 deel had alles gemerkt. En het nächste wat je vindt, wat God deed, is dat vreven. Heb je dat gelezen? En we denken uns immer so, okay, waarom deed Gott überhaupt vreven? Gott wie Gott, der braucht nicht vreven, der will nicht meid. Und das Wort in Hebräer, wenn die 1. Mose 2, Vers 2 kicken, das Wort vreven, in Hebräisch meint einfach nicht bloß Dulsaten, wenn der meid wir, aber bloß von einer Arbeit nur abhören, in ein bisschen mit Getreidebacken und das Celebrating. Das Wort meint actually zelebrieren. Das heißt, wenn du hast ein schmackes Bild gemalt. Die Artist, wenn die ein schmackes Bild malen und die haben das vorig und die haben das Titel einstecken, dann da die ein Stopptreibecken und sagen, gucken, was ich gemerkt habe, das ist Geschmack. Und das Wort, was du gebraucht hast, das Gott sich freven, meint auch zelebrieren. Das von das Besondere, was die nie tun hat, dass die in Betreibecken in gucken, wo Geschmack das gemerkt ist. So Gott hat eine schmacke Welt gemerkt, Gott hat alles gemerkt, er hat uns Menschen gemerkt, alle, auch Junge, noch nicht da, nicht? Gott hat alle Menschen gemerkt, alt und jung, und er hat den Geschmack gemerkt. Und so, als er das gemerkt hat, dann weckt die drei und dann freut er sich. Aber dann weit, wie wenn wir wieder lesen, dann, wir weiten sagen, dass Gott freut sich, aber er schafft. Wir weiten, dass Gott schafft wieder, der schafft durch verschiedene Menschen, der schafft durch Jesus auf dieser Welt für diesen Jahr 3, der schafft von der durch seine Kirche auf dieser Welt. Gott ist eine Arbeit. Jesus sagt actually, mein Vater ist von Anfang an eine Arbeit gewesen. Man wenn er sich freut den 7. Tag, das meint, der wird wieder schaffen. Gott arbeitet. Und ich glaube, wir wissen nicht alle, aber schau mir ein paar Frauen zu den Frauen von der Smaris. Wer von Ihnen ist abgewaschen, mit dieser Idee von der Giselle und Sonntag freuen? Ich bedeutet ein Bett als Gihan, sonst dort gelehrt, because mir ist von uns an abgewaschen mit der Idee von, wir sollen einen Sonntag nicht schaffen. Right? Wer hat dort gelehrt? Wir sollen einen Sonntag nicht schaffen. Wir sollen nicht tun, was die Arbeit wäre. Aber sehr wenig haben actually gelehrt, einen Sonntag zu freuen. Und dann habe ich in die Bibel gelesen, wenn wir starten sind, wo wir ändern, sage ich nicht mal, dass wir sollen einen Sonntag freuen, das sage ich, der Sabbat soll herrlich geholt werden im Alten Testament. So, ist das nicht ein Sinn und ist das nicht ein Sonntag, was soll wir tun?
En du kan vi ha en tre van vertalen, aber ich will jullie eine viel wichtigere Frau från oss dort, och das för jullie persönlich von der Eier wie wiedergehen. Wer von jullie, wenn ihr honest wären, wenn ihr abrechtig wären mit jullie nicht hört, wer von jullie das meid? Ihr braucht nicht hängen ab, wenn ihr nicht wollen, aber wer von jullie das meid? Und ich weiß genau, wenn hier ein klare Licht hat, jeder ein von ihnen abdachen wird, und meid das, physisch, jährlich, emotional meid, das sind ihr, ich glaube, wo die Dachen, das ist du sein. Einige Menschen sind meid von Schafen, einige Menschen sind meid von Sorgen, einige Menschen sind bloß meid von sich so abstellen, und andere wollen zufrieden sein mit uns. Einige von uns sind meid von meid sein, nicht? Wie von ihr das meid? Wem von uns gefallen uns evaluiert mit Sorgen und alle Arten von Dingen im Leben? Und das, wo wir actually werden von vertalen von den nächsten paar Botschaften, because der Schreiber, der redet viel von, wo wir uns fragen, und wo sehr wichtig das ist, zu ruhen, zu resting oder zu fragen. Ich will in Vers 3 anfangen von der, in Vers 6 anfangen, Hebräer 3, Vers 6. Und ich will durch die Versen lesen. Wenn ihr eine Bibel hast, ich würde gleich nicht eine Bibel nehmen, und die sagen, was ihr habt, lest mit, und dann check mal, was das Schreiber hier sagt. Vers 7, das sagt, so ist der Heilige Jesus sagt, von der, wenn ihr seine Stimme hören, verhört ihr Horten nicht, so ist das passiert, als sei mich in der Wildnis versachten, als sei mich so jen anwirren. Nu, in Vers 7 sagt dort, und es ist wichtig, dass ihr das hören, was er hier sagt. Er sagt, so ist der Heilige Jesus sagt, von der, wenn ihr meine Stimme hören. Nicht, das ist der Fall, was wir einmal gebraucht haben, zu Menschen sein, die sollen sich bekehren, die sollen, wenn die von der, die nicht bekehrt, machen, wahrscheinlich nicht Gelegenheit haben. Dessen haben Evangelisten immer sehr viel gebraucht. Aber in dem Kontext von Ruhen, in dem Kontext von Fragen, in den nächsten Kapiteln redet bloß von Fragen und Fragen. Und so, nun fängt er an ein Thema, und er will ein Thema anfangen von, das ist wichtig, dass die resting, das ist wichtig, dass die fragen. Dann sagt er, von der, wenn ihr eine Stimme hören, dann verhört ihr Horten nicht. Und er sagt das, was der Heilige Jesus sagt. Weil hier bei uns gerade was nennt, was wichtig ist, wenn ihr die Bibel lesen, was der Schreiber hier, der den Alten Testament Text quoting von Psalm 95, und das, was David all hunderte Jahre gesagt hat, und ihr kennt den Schreiber von Hebräer und sagt, der Heilige Jesus sagt uns das, aber der den Alten Testament falsch lesen. Von der, wenn ihr seine Stimme hören. Und das meint bloß so viel, als du die Bibel lesen, die hast nicht bloß mit Tint auf dem Blatt zu tun, wir haben das immer wieder gesagt, du hast mit den Heiligen Jesus zu tun. Wenn immer ihr die Bibel lesen, und du nicht einen persönlichen Connection oder Relation zwischen der Person hinter das Wort, dann hält das nicht an. Aber das merkt den ganzen Unterschied, wenn ihr die Bibel lesen, David schreibt dort, aber der Heilige Jesus wieder hängen in Gott redet. So meint das, sagt der Heilige Jesus, sagt es das, von der, wenn ihr meine Stimme hören wollen, dann verhört ihr Horten nicht. Und er sagt actually von der, Gott, viele Menschen sagen dann, mit dem Host ist das, Gott redet ihr schon mal schreibt Gott sein Wort und darf alles geredet, was er will sein. Aber Gott redet. Wenn ihr sein Wort lesen, wir horchen den Heiligen Jesus, wir horchen nur Jesus, wir horchen, was Gott will sein. Und so merkt dass Gott redet von dir. Und wenn du diesen Connection oder diese Verbindung du merkst zwischen dir und Gott wird zu dir reden, das ist kein weiter Raum. Vers 8 sagt er, so steht er, sagt, verhört ihr Horten nicht, so als das passiert, als sei. Wer sind sei? Merkt, dass diese Menschen, die vertalen, das sind die Hebräer, das sind die Juden, das sind die Israeliten, wenn du ihr schon mal gelebt hast im Alten Testament. Aber das sind die wahre geborene Christen. Der redet von den Israeliten, die durch die Wüste reisen leiden. Ja? In ihr schon mal im Alten Testament, wo ihre Vorväter, die wären Gott gegen angewasst, die hatten Gott angeeuert und seine Dinge dort. Und so die sagt, dort nicht so ist die ihr schon mal leiden, sagt der Schreiber, von der, wenn die seine Stimme hören, dann dort nicht ihre Hort merken. Nur mir ganz klar treiben, weil es ist wichtig, dass jeder verstehen. Wer weiß, was in Israel passiert, dass die durch die Wüste reisen?
Du mich ganz kort mitnehmen, und das von was der Schreiber vertellt. Die Hebräer, diese kleine Gruppe von Christen, zu dem der Schreiber geschrieben hat, der Verfehler, die waren für 400, mit mehr, 430 Jahre in Ägypten gewesen in Sklaverei. Weißt du noch? Und die hatten nur gerakert und geschafft, und das ägyptische Königreich bühen. Und die können nicht rüten, die können nicht Pferde, die waren unterdrückt von den Gratzen König, wo die zu den Jäufen, die können gleich weichen. So die mussten rackern und schaffen, alle Tag, je weiten, wo das wir. Aber dann hat Moses die Rüt gebracht. Gott raubt ihn durch diesen brennenden Busch, die in Ägypten, die Rüt, diese Israeliten. Und die Ursache, warum die Rüt hat, hört ihr nicht her. Erst willst du durch die Wüste bringen und in ein Land nennen, wo die freien können. Die will in eine Stadt bringen, wo die ruhen können, wo die bloß können freien. Und so, was passiert ist, die bringt die Rüt durch alle Sorten von Wunder, durch diese Tieren Pleon, durch das Meer aufmerken. In der Wüste haben die alle Sorten von großen Dingen, was die überleben. Und die 2 Jahre, was die an das neue Land sind, wo die nicht selber hingehen, weißt du noch? Und Moses, der Lehrer, der schickt die 12 Spionen in das neue Land, wo die sich selber freien, wo Gott hat versprochen, die wird alle Völker rütjagen. Die sind bei der Grenze, die wollen nicht hingehen. Und diese 12 Spionen, die das Land uitvingen, wo das erst, die kommen 3. Und die weiten ja 10 von denen, das sind gehabt, die grimmige Menschen, und die sagen, wir wollen das nicht kennen. 2 von denen sagen, wir wollen das kennen. Aber das ganze Volk, und es steht dort, nicht die 2 horchen das, dass Gott wird das merken, wir wollen das merken, was Gott tut, Gott wird das von Stone. Die horchen leider nicht diese 10. In diese ganze Generation von Menschen, die sterben für die nächsten 38 Jahre, dann die bloß in der Rundreisen in der Wüste und die sterben aus. Und die können keinmal freien. Die können nicht in Ägypten freien, die können nicht in der Wüste freien, und die können nicht in das neue Land freien. So, das ist, was passiert. Und du willst die Schreiber haben, die sagt dort nicht in den Hort merken, so dass ihr schon mal wieder, okay, aus dem wir in der Wildnis versachten, sagt Gott, in jenen Anwählen, dort nicht so steht. Von der, wenn ihr sehen wollt hier, sagt er, und ich will ihnen zu freien geben, because it's a context, von der soll ihr nicht hart merken. Dann in der nächsten Verse, wenn ihr lesen, weil ich in der Bibel durch Vers 9 bis 11, dürft ihr eine ganze Reihe von Dingen, was er sagt, die Israeliten, die haben Gott doll gemerkt, die haben ihn eingemerkt, und das die Dinge, und die mögen einen Bund an sein Ohr, dass die niemals wieder in das neue Land kommt, niemals zu freien geben. Und bloß dass die weiten in Frieden haben. Im Alten Testament, weil die immer war, dass Menschen, die müssen direkte Konsequenzen leben für die arrechten Dinge, was die deuten. Und wenn die, also das ein Ding da und die deutet nicht, dann wurde dann steinigen und so wieder. Und das in Case dann freit die Erde ab und die weiten dort. Ja. Im Neuen Testament, ich wollte bloß einen Punkt anschmieden, nimmt Jesus den Euer für den Sinn. Und der nimmt die Strafe ab, was uns gehört. Und die können den Glauben annehmen, die wissen nicht. Aber diese Menschen, die Gott wie doll über was passiert. Ich will ganz kurz, was zu sagen, weil wir Gott sehen folgt und Gott wie doll was passiert. Sei je nach mal doll, wenn du irgendwas anrichtet, aber diese Welt passiert, Menschen mit ihr Leiden. Ich will ein bisschen persönlicher kommen. Wenn jene Kinder nach mal sein angehorsam was, und die mit die Konsequenzen leben von was die tun haben, euer Kind dort. Du bist gleich doll über dein Kind, aber du bist doll über dort, die mit Leiden. Weil du wirst haben, die sollen reingehen. Und das kriegt, was hier angeht. Gott will haben, die sollen in das neue Land kommen, die sollen freien. Und die werden bloß eigenkapig und die deuten das nicht und die können niemals nennen. Aber dann sagt er in Vers 12, so steht, seid ihr fair, Brüder, und ich will nicht sagen, weil es eine haben Brüder und Schwestern im Herrn, okay, die redet das in eine Gruppe Christen durch. Der sagt, seid ihr fair, Brüder, dass China von uns, sag mal mit China, dass China von uns in Beisit und nicht gläubiges Hort hat, dort von den lebenden Gott aufkämpft. Nu war da. Diese Christen, die der redet, wir in so einer Worte wollen Jesus tachluten. Und war da unter Gesatzvorsorgen. Weißt du noch? Verjährt das niemals. Und dort sind die Menschen, die dann so viel Druck auf diese neue Christen leiden und sagen, Jesus ist gleich genug. Der hat gleich getan, was der sagt, darf tun. Jesus wird nicht alles sein für ihn, dass sie glauben. So, die werden weichgehen von
von den lebenden Gott, und die werden sich daran gesetzen holen. Und er sagt es, dass seit ungefähr, Brüder, dass keiner von ihnen im Beisitz in nicht glaubendes Hort hat, dass von den lebenden Gott aufkommt. So, die werden von den lebenden Gott weichgehen, von Jesus weichgehen, und die werden sich daran gesetzen holen. Dort wird diese Menschen werden. Und dass wir immer die Trouble, die Christen zu der Zeit. Weißt du noch, dass das ganze Buch von Galater, vom Ferien, was hängt, das für die Ursache geschrieben? Dass die Menschen, die können frei sein in Jesus, aber die wählen sich lieber die Gesetze in der Law, all diese Dinge, die nur zu üben und zu holen, dann steht an Jesus. Und das klar, was das schrieb, mit Kämpfen, die Menschen mit Kämpfen, die sagen, nicht von den lebenden Gott aufkommen. Und dann sage ich dem Verstrettchen, das steht, Verstrettchen, sage ich, red jünt und ihren Onder alle Tag Maut tau. Was meint Maut? Ich will eigentlich sagen, was das nicht meint. Das meint nicht, ob andere Menschen ramhaken, wenn sie haben was Arbeit zu tun. Und das ist ein Ding, was die das schreiben, keinmal hier und da, wenn die wollen abhossen. Der Schreiber von Hebräer, der keinmal ab die Menschen ramhaken. Because das besorgt über diese Menschen. Die läuft diese Menschen. Und so, die sagen sich alle Tag Maut zu sprechen. Und das ist ein sehr wichtiges Ding, dass wir das lernen. Ja, wir wollen sein, wo die Konsequenzen liegen. Ja, wir wollen von Sinn verteilen und Dinge sein, wo die wollen schuden und die Folgen davon leiden. Aber wir sind gleich hier zum ab die Ramhaken, wir sind die Mautmerken mit Rechte zu tun. Und es steht anmutig, merken die Sinn, wo die lebst. Du sind sehr wenig Menschen, wenn die einen Sinn leben, dass die das nicht weiten. Die weiten das sehr gut. Die fehlt Mut in Jesus zu wissen, dass die können rückkommen. Und das wird das schreiben, eben das. So, die sagt, sprechen alle Tag Motto, right? Wir sagen aber, wir haben ein Lema hier bei der Church, als Lehrer, wir sagen, wir wollen sie, we don't beat the sheep, we feed the sheep. Immer dort meinen wir bloß, dass wir wollen nicht Menschen ramhaken, wir wollen den Menschen helfen, dass die können was und tun nehmen und das werden wir uns selbst tun. Sehr wichtig für uns. So reden wir unter alle Tag, nicht bloß morgen, nicht bloß übermorgen, von der auch, das sage ich alle Tag Motto, solange es dort von der heute. Dort von jünt China durch den unschmierenden Sinn sich hart merken lässt. Nu, dort Port ist wichtig, dort wir weiter trägen und checken, was da passiert, because Mark, der vertellt von den alten testamentlichen Menschen, wo du in der Wüste sterben, und er sagt, je soll nicht so dort sein. Jana deuten das, je soll nicht so dort. Jana deuten so, je soll nicht so dort. Nach Himmel 3, was deuten diese Menschen in Israel, in der Wüste, dass sie sich unschmieren leiten? Wer von ihnen weiß? Nun, je weiten, dort wann man das sein, in ein paar Wieder das sein merkt. Die Menschen, wohnen du in Kanaan ankommen wollen, und das Land zum Frieden ankommen wollen und sollen, der hat Gott das Versprechen, all die du ben werden, dass er wird schaffen. Nicht bloß hat er das Versprechen, dass er wird schaffen, der hat alles abgelehnt für diese Menschen, dass er wird schaffen. Kann ich ganz kurz mit mir mitgehen? Der hat ut dem Pharao seine Hänge geraten, der hat das Meer gehalten, der hat Wut aufgemerkt, der hat all diese Wunder in der Wüste, der hat 4 alle Tage in der Wald alle Tage zu haben, so dass die können sein und so dass die können Schotten sein. Der 40 Jahre hat der Kleider keinmal verjüngt, weil Gott hat alles getan. Aber interessante Ding wie Gott hat mir gesagt, was der Feld ja rückgehen. Lest dort. Gott sagt auch, was der Feld ja utruden für uns. Aber nicht, dass die da kommen, aber was du sagst, und die sein, wo von den großen Monsters zu sind, das sind Riesen, dann sagen die, wir kennen das nicht. Und das sagt du literally, dass die haben Angst für diese großen Riesen, die du sind. Sei sie eins, das Großhoppers und diese Monsters, die kennen das nicht jeden. Aber wisst ihr, dass da noch andere Seite wohnt, wo die Monsters wohnen, die flottern und die haben Angst für die Israeliten? So dass wir einen unschmierenden Sinn an die Israeliten in ihrem Kopf, dass sie Angst hatten und nicht glauben, dass Gott alle Wut und alle getan hat. Komm ihr mit.
En wat ik wil zeggen zu jullie is dit. De ganze Kontext heeft te doen met vreven en vertrouwen dat God wordt dat doen, wat hij gezegd heeft, wordt doen, dat u niet brukst die zorgen en deze zorgen leven alle dag van je leven. Zo God deed de rein alles voor de Israëlieten doen. En hij had het verspreken niet wat hij de uitgehouden, maar als die wat doen zijn, dan bekken die aan. En dan in de hemel voor 38 jaar, als ik plus gruwelen en angst had en grunzen, en weet je wat die allemaal willen? Trainen Egypten, trainen Egypten, trainen Egypten. Die willen allemaal trainen dat je zat, die willen allemaal trainen naar de Tiegelen strekken, wo die eerst mal was, wo das wahrscheinlich sei dann ging. En dort wordt deze nieuwe Christen kämpfen dan in de vergelijkte Augen und sagt, laat je nicht onschmeren, laat je nicht onschmeren. Kan ik je wat zeggen? Dat heeft niets met eerst einmal te doen, heeft niets met te doen met deze nieuwe Christen te werden geschreven, dat heeft met ons te doen. Aber wo merken, wenn Gott was gesagt hat zu dir oder zu uns, dann zweifeln wir, dass das actually so ist. Because der unschmierende Sinn, der eindenken, der sagt zu dir, die kostet nicht. Und die kostet nicht, und die kostet nicht, und die wirst das nicht kennen. Und Gott kann das auch nicht, und Gott wird das nicht tun. Wenn Gott sagt, du bist eindenk, der unschmierende Sinn sagt zu dir, das ist nicht so dort. Wenn Gott sagt zu dir, dass die kostet, und Gott glaubt an die, dass die gut genug bist, um sie sehen und dachten sein, dort bist du mit so einem Top, wie die Fälle, in der sagt, no, ich habe was gesündigt, ich sehe nicht Gott kennt. Das ist der unschmierende Sinn, was der Eminent kriegt, gesagt, wenn Jesus sagt, auf den Weg aufgemerkt, der erste Weg, und die kostet Jesus vertrauen, dass du dann sagst, no, das wird nicht genug sein, ich mache noch das und das und das tun. Das ist ein unschmierender Sinn, und das kriegt in den Kontext, wenn wir studieren, das kriegt von was der redet. Der unschmierende Sinn sagt einmal, die kostet nicht, Gott kann das nicht. Und die warnt die Menschen, die sagen, bleib weich davon, nicht in Luten unschmieren von das. Und dann in Vers 14 sagt der Vater, was wir Fähigkeit von vertellen, der sagt, Vater, der sagt, wie ihr hier ganz wirklich zu Christus waren. Und hier sieht das Vater, das ist eine Bedingung, right? Der sagt, wann wir dort vertrauen, von Anfang an eng festhalten. Wofür kann mir sein, und das kriegt, was die ein paar Vers 3 sagt, was meint das, wenn wir uns an den Vertrauen festhalten? Wenn je Gott vertrauen, und was hält ihr? Dann ihr Worten oder dort, was Gott getan hat? Wer braucht ihr nicht damit sein? Wenn ihr an den Vertrauen, was Gott getan hat, festhalten, und was hält ihr? Und dort, was ihr kann tun oder machen nach tun? Oder hält ihr dann und dort, was Gott all getan hat? Please macht das. Because wenn wir diesen Text lesen, dann sei es der dazu, dass Message wie sein, okay, wir sind Gott sie nicht kennen, aber das ist eine Bedingung, wie wenn wir das alles wollen reich tun und wenn wir wollen genug schaffen, das kriegt jeder, was der will sein. Ihr seid aus Ägypten rausgekommen, wo ihr rackern müssen. Ihr seid in der Wüste und ihr seid zu was berauben, ihr seid zum Freven berauben, because Gott wird das tun und der hat das getan. Aber wir wollen rackern, because wir können nicht vertrauen. Der sagt, wir sind Gott sie nicht kennen, wenn wir das an Wort festhalten. Okay? Dann ist eine ganze Reihe von Versen, und ich kann die hier lesen, aber die sagt in dieser ganzen Reihe von Versen, das steht, die sagt, wer sind diese, wer du nicht in Wahrheit? Die verteilt das die Christen, und die verteilt von ihr schon mal, wo wir in der Wüste sind. Wer wählen, die werden nicht können, nicht nie lohnen kommen? Wer wählen, die werden nicht verheben können? Wer wählen diese Menschen? Dann sagt die, sind das nicht all die, was du nicht glauben? Wer wählen diese Menschen? Und so mag ich genau, was ich hier sage. Diese neue Christen, die wollen nicht von Jesus loslösen, und waren in das Gesetz gehen und sagen, wir das nicht kriegt, die, was du einmal das Gesetz wollen, einmal wollen, bloß rackern, wir das nicht kriegt, die, was das nicht mögen. Wir das nicht kriegt, die. Und dann sagt die, in den 19. Versen steht, die sagt, so sei wie, dass die nicht hineinkommen können, weil sie nicht glaubten. So die Menschen im Alten Testament, die können nicht fragen. Die können zweimal fragen. Nicht wegen Gott das nicht will. Gott will die zu fragen bringen. Gott will die in das neue Land bringen. Gott will die sehen und Gott will das tun, aber die können nicht. Die können zweimal fragen. Die können Ägypten niemals fragen. Die müssen einmal rackern. Die können in der Wüste keinmal fragen. Die müssen du einmal bloß
ihr Kopf voll haben mit, wo Damen dort hingehen, wo sie das nicht merken und wo sie wollen trägen. Weißt du, wo Ferken die sein, wir wollen bloß mal was trainieren gibt, dann kriegen wo schwer wie man schaffen, dass uns kriegen und wir wollen drei. Die können sich immer fragen. Aber das ist nicht wie ein, du nicht in Wach wir, das ist nicht wie ein, du dort nicht mehlig wir. Warum sage ich das in diesem Fall, warum die nicht können fragen? Wenn die nicht genug gerackert haben? Wer weiß? Warum können die nicht fragen? Okay. Warum können die nicht fragen? Weil sie nicht glaubten. Das sage ich nicht, wenn die nicht genug getan haben. Das sage ich nicht, wenn die nicht. Das sage ich bloß, wenn die nicht glauben. Das ist, warum die nicht fragen können. Nu, wir wollen nächste Woche davon reden und ich da mit verabhupsen. Weil ich wollte ein klein bisschen mitnehmen nur nächste Woche, nächsten Kapitel. Aber es ist kein anderer Weg, dass du ever was in dein Leben wirklich fragen, als dass du dort was glauben, was Jesus all für dich getan hat. Du hast kein anderer Weg. Du hast kein anderer Weg in dein Leben, dass du jemals in dein Leben was fragen und lass du was von Herzen glauben, dass Gott auf deine Sünden alle vergibt. Du hast kein anderer Weg, dass du was wirklich in dein Leben fragen, als zu glauben, vom Herzen zu glauben, dass du es nicht, was du tun kannst, um deine Seiligkeit in den Himmel zu bringen. Aber das Glauben, dass Gott hat getan hat. Du hast das kein Weg, dass du was wirklich fragen in dein Leben, als das anzunehmen, dass Gott hält dein Leben, deine Familie, deine Kirche, was immer du hast, taub. Das liegt nicht auf deine Schultern. Das ist kein anderer Weg, dass du was wirklich fragen, als zu weiten, dass du bist auf dem Grund, ein fester Grund, als Jesus. Weil alles andere bewegt sich auf dieser Welt. Alles andere ist nicht sicher, aber Jesus ist. Du hast kein anderer Weg, dass wir wollen fragen, als wenn wir das wirklich glauben. Du hast kein anderer Weg. Und ich wollte auf einem anderen Weg sein. Der ganz einzige Weg, dass du in dein Leben was fragen, ist zu glauben und von Herzen vertrauen, dass Gott auf deine Vergangenheit vergibt. Er hält deine Zukunft taub. Und er regiert auf den Thron für deine, oder er hält deine Jehen wo taub und er regiert auf den Thron für deine Zukunft. Für immer. Er ist ein treuer König, er ist ein starker König, er ist der König aller Königs. Dann, und bloß dann, wollen die und ich jemals was kommen, wo wir können fragen. Nu, wenn ich die kann fragen von der, und das ist mir persönlich, aber ich wollte die wen fragen. Was ist dort, was die dort ganz meiste merken in deinem Leben? Und für some von ihnen ist das vielleicht, I don't know, eins, was die verstärken. Für some von ihnen ist das vielleicht eins, was die nicht werden loszulassen. Und für some von ihnen ist das einfach bloß einmal zu glauben, dass ich war nicht mehr selbst proben. Und ich war loszulassen und in Jesus in Hängen fallen und bloß mal sein. Vielleicht ist das, I don't know, was ist das, was ich nicht merke? Und ich wünsche, die würden für ein paar Minuten überdenken. Was merkt die Meid? Eine bessere Frau ist vielleicht die, was ist zum Fragen? Was ist zum Fragen? Because das Text, wenn die den lesen wollen, dann wollen ich anwollen, das sage ich nicht bloß, vielleicht das mal proben zu fragen. Du kannst eine Urgency in sehr dringenden Yes du hier sein, das ist wichtig. Und das sage ich ein paar Mal, und dann sage ich von der, wenn jene Stamm hören, von der, wenn jene Stamm hören, dann dort nicht in Hort merken. Und der redet von Fragen, der redet von Resting. Das ist wichtig, dass wir das von der tun. Und der sagt, ich will von der, nicht warten, bis nächstes Jahr, nicht, der sagt von der, wenn die mir Stamm hier dann, und der redet von Resting. Was tust du zum Fragen? Was tust du zum Fragen als eine Familie? Was tust du zum Fragen als eine Gruppe? Was tust du zum Fragen? Ich wollte noch eine wichtige Frage fragen, aber das ist schändlich, sag einmal gleich. Was tust du nicht zum Fragen?
Und von das sollen Christen nicht mal verteilen, nicht? Because wir sind gemerkt zum Schaffen und zum Gute tun. Aber wisst ihr dort, wie Christen sind auch gemerkt, besonders ist Jesus in Körper, wir sind gemerkt, noch mal nichts tun zum Fragen? Wer sei wie aus einer Kirche? Weil wir sind Lebenskirche, nicht? Aber wer sei wie aus einer Gruppe glaubender Menschen? Sei wie nicht Jesus in Körper? Sei wie nicht die, die sollen Jesus nur üben in so leben, das wird Jesus in den Fußstapfen nur fallen? Sie, Jesus wir 33 Jahre auf dieser Welt mit seinem Körper. 33 Jahre. 3 von den Jahren, dann die schaffen in Ministry. So, was die ersten 30 Jahre dauert, wir wissen nicht ganz genau, alle wen, wir wissen ja was von den Dingen, aber die letzten 3 Jahre weit wieder das sehr schaffen. Sehr gut und sehr alle Sorten. Aber in den 3 Jahren kostet es sehr viel mehr Fing, dass die Jink irgendwo für sich allein, die Jink von den Crowds führt, die Jink irgendwo haben, wo sie können fragen. Verpüsten, sei wie das nochmal. Die Jink fragen. Right? Und wenn wir Jesus in Körper sind, was tun wir? Wenn du Part von Jesus in Körper bist, was tust du nicht zum Fragen? John Maxwell, das ist nicht Jesus, aber der ist ein kluger Mann, der viel Lehrerschaft haben getraint und viel von ihm kennen. Er ist verflucht in uns, der sagt, was hast du getan, damit du so jahreslich erfolgreich bist, so viel Exit du hast, so viel Success in deinem Leben hast? Was hast du getan? Dann sagt er, das ist nicht, was ich getan habe, das ist, was ich nicht getan habe. Das ist, wo viel mal ich näher sehe zu Dingen, dass ich kann fragen, um die Dinge zu tun, die das Wichtigste wären. Jesus weiß uns das. 3 Jahre, was der Ministry wir auf der Seite geschaffen, sehr viel erregt. Aber weißt du, warum ich glaube, Jesus erregt hat, was er kann? Nicht bloß wegen der Gott, ja, der wird Gott, aber der wird Mensch. Ich glaube, der erregt dort, was der erregen tut, weil er noch Zeit zum Nähe sein für dort, was der den Tag nicht soll tun. Weil Jesus wird kann alles tun an einem Tag. Right? Und nur dem, dass die 3 Jahre hat geschafft, der ist mit 33 Jahre alt, dann stofft in Krieg und sagt, er ist vor dich. Und Jesus wird der ganz berühmteste, the most famous person ever, was jemals gelebt hat auf dieser Welt. Der hat den ganz letzten Legacy gelitten von alles, was passiert ist. Und dass der nicht bloß wegen der Rache, dass der, weil er sich Zeit zum Fragen, dass der versteht, die Dinge tun, was das Wichtigste wäre. Was du wie aus ihm Körper von dir? Was ist du? Was du wie? Du bist nach einmal, wenn ich ein Lied Wort das sein, du bist ein Urgency in den Phasen, die sagt von dir. Wenn ihr seine Stimme hört, dann verhört ihr Worten nicht. Die ganze Welt weit dort. In der Proben, die jeden zu sein, in der Weltprobe von den Menschen zu merken, was du sagst, wenn ihr schlupen in meiner Downchen, ihr habt studiert, die Proben mit alles, was ich kann, Menschen helfen mit dem, wenn ihr Stunden wollen, schlupen können, in meiner Stunde auch schaffen können. In die Proben zu schaffen und Robots zu merken, dass wir nicht Warmbrücken fragen. Aber studiert drei, wo mal utfingen an sich Geschichte in den letzten 200 Jahren, wo viele Menschen, die ganz stolz erfolgreich sind, sind die, die du Zeit nimmst zum Fragen. Aber wir als Körper Jesus, wir wollen Jesus kicken, wir wollen sein, was ist Jesus, und wir brauchen gleich wieder studieren, aber wir haben Jesus in den Fußstapfen nur fallen, dass mein einziges Mal bloß nicht dabei gehen. Nächste Sinn, weil wir von vertalen, von wo haben wir eine Medien schaffen, fragen, eine Medien geht und haben wir danach fragen. Aber für dieses Werk würde ich Ihnen gleich im Auto merken, eine Small Group, wo ich sein, woran würde ich nicht mal einen Plan merken, aus einer Small Group zu fragen? Woran würde ich nicht einen Plan merken, ihn verantwortlich sein, was da wir zum fragen? Was da wir? Wollt ihr das tun? Das ist ein bisschen schwer, nicht? Weil es so schändlich viel zu tun. Während der Worship-Team abkämpft, passend. Wurde gleich noch die wurden abstunden, die Übung zu merken. Ich möchte mich Gott danken. Ich danke dir, Jesus, für dass du hier von dir mit uns da bist. Und ich danke dir, dass du hier in der Mad bist mit den Helden Jesus und du riechst Horten an.
En het laatste ding wat we willen doen, is ons amzig op ons ramkloeien en ramhaken, dat we alles aardig doen. We kunnen zo tun zijn arbeid, is dat bloß ons verklaren, verdienen. En te zijn, wat dan we zijn. Aber du hast uns gesagt, wir sind Brüder und Schwestern in die. Wir sind die Kinder, geliebte Kinder, wir sind sehnsen Tag davon in Tjernik. Und wir haben angenommen, dass du für uns gestorben bist, die uns Sinn vergibt. Und wenn hier irgendwer von dir ist, was das nicht vertrauen kann oder nicht angenommen hat, musst du helfen. Musst du helfen, dass du vertrauen, dass du wirst das Beste für uns. Und das ist bloß ein Platz in diesem Universum, wo wir frei wollen, das ist in dir. Und ich bete, Jesus, dass du uns helfen, die ganz, ganz zu vertrauen. Help uns loszulassen von den Dingen, die uns nicht sicher holen, und in deine Hände zu fallen, in deine Arme zu fallen, wo wir wissen, wir sind sicher. Ich danke dir für die Adults, die hier sind. Ich danke dir für alle Kinder, die hier sind. Und wenn du irgendwie ist von dir, würde sagen, ich will von dir mein Leben in Jesus in die Hände geben, ich will Jesus vertrauen, dann gib uns Mut und Kraft, irgendwo von dir zu vertrauen. Dankeschön, Jesus, für uns Leben, für uns Vergeben, für uns Gott sein. Und danach für uns eine Zukunft geben, wo wir wollen. Keine Sorgen, kein Stress, keine Ungerechtigkeiten, keine Weide, keine Angst sein. Und wir geben uns in deine Hände, weil wir weiten durch den Platz. Dankeschön, für uns taub sein. In Jesus' Namen. Amen. Uns heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons taub te horchen. Onze Welt lebt von der Diestenis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jehen bist, wo lebenszeug ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, also deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens taubklack nebendartig zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute Leben Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und in die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht im Porte sind von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenscheuk.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.